Wir haben hier jemanden, der nicht hier Pass sein besser durfte. auf, Fischer. Ja, pass besser auf. Er muss ja nicht mit der Kamera wägern. Wie kommen wir denn da wieder vorbei? Jetzt bin ich zwar hintergekommen, aber jetzt kommen Nummer 4. Ich sehe aber nicht, in was für Richtung die schaut. Sieht so aus, als Pass hätten wir besser auf. Alter, ja, gibt's denn sowas? Wer macht denn sowas? Also ich hätte es ja in Ordnung gefunden, wenn man die Kamera irgendwie abschalten kann. Oder wenn wir zumindest, war nicht, so einen Störsender dabei haben. Aber jetzt weiß ich gar nichts. Ein Eindringling. Alarm. Das ist Pass bei der besser OPC. auf, Fischer. Die Mission könnte nicht heikler sein. Das wird wohl heikel mit den Nerven. Wenn uns die so am Sack gehen. So, so kurz nach unten. Ich habe gerade mit dem Generalstab gesprochen. Die Anordnung, niemanden zu töten, wurde aufgehoben. Fifth Freedom für alle. Ausgenommen Otomo. Du machst Witze. Wir brauchen ihn lebend. Sein Profil ist ziemlich eindeutig. Er würde angesichts der Beweise vor einem Kriegsverbrechertribunal nicht lügen. Das würde sein Ehrgefühl verletzen. Er soll die Verantwortung übernehmen, damit Japan Nordkorea gegenüber ohne Schuld dasteht? Richtig. Wenn Otomo stirbt, stehen wir wieder ganz am Anfang. Ich will, dass er noch atmet, wenn du ihn zurückbringst. So, also Otomo soll man lebendig zurückbringen. Alle anderen dürfen wir Diese abknallen. Narren! Sie schicken ein weiteres Angriffsteam. Unterbricht den Strom für die Aufzüge. Wie jetzt? Strom weg? Was soll ich da oben? Es wird aber riskant. Fischer, Nordkorea hat NORAD und den Präsidenten kontaktiert. Sie berichten, dass sie die Kontrolle über eine Raketenstellung verloren haben. Sie können den Start nicht abbrechen und wissen nicht, ob sie die Rakete rechtzeitig vernichten können. Wie viel Zeit bleibt noch? Sie sagen, noch 3 Minuten bis zum Start. Ich glaube, dass ich den Server rechtzeitig erreichen kann. Beeil dich! Beeil dich. Ach, es ist Lauf der Zeit. Da schau her. Da schau her, da sind sie geflogen. Oh, was ist das da? Ich glaube, da dürfen wir nicht reinkommen. Da vielleicht oben. Da vielleicht wieder auf. Ah ja, deswegen. Genau deswegen dürfen wir da nicht reinkommen. Ja, wie gesagt, die letzte Mission, die hat es echt in sich. So, jetzt haben wir durch. Ja, was du jetzt? Jetzt können wir nicht mehr weg. Gell? Wir sollten nicht unbedingt Zeit verschwenden. Und ich weiß so ungefähr, wo wir hin müssen.
Und zwar da müssen wir her. Zum einen müssen wir den benutzen. Gute Idee, Fischer. Jede Information über die Vorgänge hier kann uns nur von Nutzen sein. Völlig richtig. Völlig richtig. Das heißt, wir haben noch 1,20. Und müssen jetzt wohin? Da ist ein Tier. Die ist zu. Sie sagen, noch 60 Sekunden bis zum Start. Ja, warte halt. Gott sei Dank, Fischer. Der Start wurde abgebrochen. Ja, aber ich glaube, ich habe die Nachbarn geweckt. Kämpf dich da durch, Sam. Und dann bring uns Otomo. Ich höre was. Lebend. Das ist Mit gar Vergnügen. nicht gut. Lass uns einfach nur die Ruhe bewahren. Ach so. Das war's schon. Na Gott sei Dank. Verdammt, ich habe ihn verloren. Er kann nicht weit gekommen sein. Du darfst jetzt nicht unvorsichtig werden. Oh, das habe ich nicht vor. Mach dir Der da mal ist keine tot. Sorgen. So, seht ihr das? Und sie leben noch. Otomo, oder? Was haben Sie getan, Amerikaner? Geben Sie auf, Admiral. Es ist vorbei. Glauben Sie, ich würde mich Ihnen ergeben? Glauben Sie, ich würde Ihrem Volk erlauben, mich meiner Würde zu berauben, mich in Ketten zu legen? Nein, mein Volk hat Ihre charmant subtile Unterdrückung ertragen, mehr als 60 Jahre lang. Also, subtil hat mich noch niemand genannt. Amerikaner, flüchten in Witzeleien, wenn ihre Herzen von Angst erfüllt sind. Sie haben Grund, sich zu fürchten. Ich mag besiegt sein, doch meine Visionen sind stärker als viele Männer. Vielleicht gelingt es Ihnen, diesen Krieg zu verhindern, Amerikaner. Aber der Drache ist erwacht und er wird sich nicht mehr so leicht bändigen lassen. Was macht er denn jetzt? Harakiri? Was machen wir denn jetzt? Ich glaube, hier nimmt sich jemand ein wenig zu wichtig. Wir können es uns nicht leisten, ihn sterben zu lassen, Fischer. Geh zu ihm und versuche ihn zu stabilisieren. Schnell! Das ist auch noch. Wie kommen wir denn da rein? Ach so, kugelsicher. Aber ich meine, ich habe schon was entdeckt. Und zwar da unten durch. So, der Typ hat sich abgestochen. Und wir sollen ihn wieder zusammenflicken. So gut wie es geht. Ah, da ist ziemlich finster. Otomo retten. Gute Arbeit, Fischer. Sein Zustand ist stabil. Wir müssen ihn dort rausschaffen. Spreng dir den Weg frei. Wir befinden uns über 100 Fuß unter Wasser. Es bleibt keine Zeit für einen Druckausgleich, Fischer. Das wird zwar ein Schock für deinen Körper, aber wenigstens bleibt dir die Taucherkrankheit erspart. Das nächste Mal übernimmst du die Mission und ich denke mir diese verrückten Pläne aus. Genau. Also, was sind wir machen? Sprenger? Du aussehen. Sprengladung platzieren. Oh oh. Wenn das einmal gut geht. Der mittlerweile allseits bekannte japanische Admiral Toshiro Otomo hat heute vor dem Kriegsverbrechertribunal in Den Haag ein überraschendes Geständnis abgelegt.
Otomo gab zu, eine Verschwörung angezettelt zu haben, mit dem Ziel, einen internationalen Konflikt zu provozieren. Weitere Nachrichten. Der chinesische Botschafter in den Vereinigten Staaten Long Dan hat heute für seine Friedensbemühungen den Friedensnobelpreis erhalten. Präsident Bowers hielt heute, nachdem die Krise beigelegt wurde, eine Ansprache an die Nation. Und abschließend möchte ich diesen historischen Moment nutzen, um all den ungenannten Helden in unseren Geheimdiensten für die Arbeit zu danken, die sie jeden Tag aufs Neue für uns leisten. Sie haben die Welt vor einer Katastrophe bewahrt. Vielen Dank, Mr. President. Der Boss ist zufrieden. Wie steht's mit mehr Geld? Die kürzen unsere Mittel. Musst dich wohl auf einen längeren Urlaub einstellen. Oh. So, die Mission war erfolgreich. Statistik sagt, ja, nur wenige getötete Feinde. Gut, wir haben ja viel kaputt haben müssen. So, gesamt schaut so aus. Am besten waren wir, wo waren wir denn am besten? In der letzten Mission, 69%. In Seoul im Badehaus waren wir 0. Da waren wir ganz schlecht. Abschlussbewertung 43%. Ja, nichts so besonders, oder? Ja, da mal Abspann. Und das war's mit dem dritten Teil von Splinter Cell, mit der Chaos-Theorie. Ja, als nächstes geht's weiter. Da sind wir dann als Doppelagent unterwegs und kämpfen an 2 Fronten gleichzeitig. Ja, ich sag schon mal danke fürs Zuschauen und habe die Ehre.